Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute haben wir einen Gast aus Chur. Er heisst Ivo, aber die meisten kennen ihn eigentlich eher als Fifi. Fifi Frey, herzlich willkommen. Merci mal. Chur.live heisst das grosse Ding. Und Maibaumfest ist das, was wir jetzt endlich wieder machen. Also, nein, das erste Mal machen das Jahr. Ihr habt jetzt relativ lang, aber nicht mehr wirklich viel Zeit in den Verein Chur.live investiert. Oder dünkt es mich nur so? Ja, das ist richtig. Wir haben im 14 mit dem Public Viewing angefangen. Mit der Vögel-Arena, wo eigentlich, glaube ich, wir 3-mal gemacht haben, 2-mal WM und 2-mal Fußball-EM gemacht haben. Und es ist eigentlich super gelaufen. Wir hatten das erste Mal um die 24'000 Leute gehabt. Das letzte Mal, das dritte Mal, haben wir über 40'000 Leute innerhalb von 4 Wochen auf den Theaterplatz in Chur gekriegt. Und dann ist so wieder der Zenit-Beziehung gefunden, es ist so gut, jetzt ist ein auch im richtigen Moment gehört, wenn sie so... ja, jetzt natürlich rückblickend völlig richtig. Mit Corona noch Katar oder so. Also mit Katar haben wir ja gewusst gehabt, und wir haben immer sehr themenspezifisch für Brasilien, wir haben jetzt das Thema Brasilien aufgenommen. Wir haben das eigentlich recht bewusst gemacht gehabt, und mit Katar haben wir auch gesagt, ja, das wird vermutlich sich ein bisschen verzetteln. Und dann durch Rückblicken jetzt mit Corona dazu haben wir eigentlich genau im letzten Moment, im richtigen Moment gehört. Ist aber auch bei Alphütte, die wir gemacht haben, ist es eigentlich genau das Gleiche. Wir haben das 5 Jahre lang gemacht. Endlich ist es gelaufen von allein. Wir haben am Schluss einen Facebook-Post gemacht und die Hütte war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Das war ganz cool. Aber es ist dann für uns dann nicht mehr so spannend geworden. Wir sagten, ja, was machen wir jetzt? Also wir müssen einen Verein etwas Neues ein bisschen machen. Ich glaube, wir haben immer etwas Neues versucht zu machen in Chur. Und darum jetzt das Bündner Maibaumfest, wo auch etwas Neues sein soll, was es da in unseren Breitengraden noch nicht so gibt. Ist es für dich immer, wenn es zu erfolgreich wird oder so, dass es dich dann langweilt? Also nicht unbedingt erfolgreich, sondern ich glaube es ist mehr einfach das Betreiben. So. Also ich glaube, ich habe sehr Spass, um etwas aufzubauen, ich habe Freude, wenn es läuft, aber wenn es dann läuft, fehlt mir vielleicht ein bisschen die Herausforderung. Und dann bin ich vielleicht nicht der Beste in dem. Und dann finde ich, habe ich es auch ein bisschen gesehen. Ja, das stimmt schon. Bist du nicht so der Verwalter von so? Alles andere. Jetzt läuft es und jetzt lassen wir es einfach laufen, oder? Nein, ich glaube, das ist genau, du sagst genau richtig, ich bin genau nicht der Verwalter. Ja. Jetzt sind Freude, wieder etwas Neues entwickeln, wieder Risiko eingehen, wieder etwas ausprobieren. Wir haben keine Ahnung, tut das Maibaumfest oder nicht. Wir machen es einfach und probieren es. Und es sind sehr viele Sachen, wo wir jetzt in einem halben Jahr dran sind, wo ich jetzt schon merke, das hätten wir eigentlich vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber jetzt ist es so und wir ziehen das erste Mal durch und hoffen, dass wir es noch jährlich weitermachen können. Was habt ihr denn so eben dazwischen, was hast du gesagt, etwa 3-4 Jahre habt ihr nichts gemacht, plus minus? Ja, es sind etwa 3,5 Jahre. Genau, kann man sagen, ja, haben wir eigentlich nichts gemacht. Ist der Sandro und du, habt ihr euch denn dort auch gleich noch getroffen, oder? Ja, natürlich. Also auch heute immer noch, das ist nicht so, dass wir da ein Loch haben. Es ist schon so, wir haben eine Zeit lang mit der Alphütte, also mit Tag und Nacht, kann man sagen, fast zusammen gewesen. Dann haben wir nach 2 Monaten mit Aufbau, Abbau, jetzt sagen wir so, jetzt ist auch gleich noch diese Woche mal nicht gesehen. Also wir haben es immer super gehabt, alles gut, aber das gibt schon so Phasen, wo man ein bisschen froh ist, um zu sagen, jetzt haben wir wieder mal unsere Geschäfte daneben dran, das haben wir auch noch, der Sandro und ich, und auch alle neuen Gespendler, die da mitmachen, wie der Michi, der nebendran auch noch eine Bude hat. Das ist immer unser Hauptjob. Also das ist ein Verein, wir machen das nebendran und mit sehr viel Aufwand und unentgeltlichem Aufwand. Und also darum muss die Balance muss schon so rum sein. Das ist so ein bisschen der Ausgleich zum Job, oder? Ja, kann man sagen, ja. Wobei sehr, sehr ein zeitintensiver Ausgleich, ja, die ganze Geschichte. Oder? Ja, also wenn man es jetzt das erste Mal macht, ist es wieder sehr intensiv. Das muss ich schon sagen. Man hat es ein bisschen vergessen. Man hat das Pavillon einfach wieder gemacht. Wir haben die Alphütte wieder gemacht, haben wir gewusst, am Dienstag kommt das angeliefert, am Montag, 8:45 kommt das. Wir haben die alten Pläne schon fast eine Routine. Also es ist wie eine Routine geworden. Und jetzt merkt man, ein neues Areal, neue Leute, neues Konzept, viel mehr Aufwand. Also ich glaube, es ist das aufwendigste Projekt, das wir bis jetzt je gemacht haben. Und es ist ja auch über mehrere Tage wieder, wo wir das machen. Genau. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist das explizit, weil es so ein bisschen ein traditionelles Fest ist, dass ihr auch so ein bisschen auf traditionelle Musik setzt, also eher so ein bisschen in den Schlagerbereich gehen. Oder was ist der Grund? Ja, nein, das ist eine ganz gute Frage. Und das haben wir uns intern eigentlich immer gesagt, wir nennen das Bündner Maibaumfest.
Und wir machen eigentlich nicht das Klassische. Und die Idee ist ganz ursprünglich, wir machen einen Rap-Abend, wir machen einen Pop-Abend, wir machen einen Folklore-Abend. Also wir wollten so wie Themenabend machen. Haben dann das überall ein bisschen erzählt, der Kollege ringsum, und dann haben wir aber immer ein bisschen das Feedback gekriegt. Und die gesagt, ja, aber da musst du ein bisschen Dschungelmusik bringen, da musst du ein bisschen, ja, mach nicht so zu viele Themen. Und dann haben wir uns wieder zurückbesinnt an das Public Viewing, wo wir so Themen da hatten. Also wenn Italien gespielt hat, dann hat es Spaghetti gegeben. Hat ein anderes Land gespielt, haben wir die Nationalgerichte aufgetischt. Und es hat nicht funktioniert. Es hat die Leute dann Bratwurst essen und ein paar Pommes. Einen Burger. Es hat die Leute gar nicht interessiert. So ein bisschen einfacher gestrickt, als sie vielleicht gedacht haben. Oder? Genau. Wir haben es wirklich gut gemeint. Und dann war es wie so ein Déjà-vu. Wir gesagt, hey, das hat dort schon nicht getan. Wenn wir das wirklich noch mal riskieren. Und dann haben wir wie relativ schnell gesagt, nein, komm, wir machen ein Thema. Weil irgendwie muss das Maibaumfest, das wie ein Gesicht, einen Charakter kriegen. Und wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass wenn wir zu viel, wir sind 5 Tage lang, bespielen wir das. Und ich habe gesagt, wenn wir 5 Themen haben, kriegt das wirklich ein Gesicht, das Ganze. Und dann ist das relativ schwierig. Und darum haben wir uns eigentlich ein bisschen, sage ich, für Schlager, Folklore, Après-Ski in das Ressort eigentlich ein bisschen hineinbegeben. Mhm. Es ist natürlich auch relativ breit durch das, oder? Es gibt Junge, die das sehr cool finden, aber auch ältere Generationen. Wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen zu heavy gegangen wärst oder so. Das ist so. Wir haben trotzdem so ein bisschen so Side-Geschichten. Zum Beispiel wir haben mit Jazz Ascona so ein Side-Event, das hier in Kurden passieren wird. Es wird am Nachmittag wird noch ein bisschen etwas anderes als der Schlager, sage ich mal, oder Folklore bei uns anzutreffen sind. Also wir haben schon so ein paar Side-Sachen, die wir auch ein bisschen austesten werden, was wird in Zukunft dann wirklich gut funktionieren. Ja. Aber Maibaumfest ist in Deutschland ist das glaube ich, noch ein bisschen größere Geschichte. Wie sind ihr überhaupt auf das gestoßen? Also so von der Idee her, dass man das auch zu Chur machen kann. Also wir hatten die Idee schon vor 5-6 Jahren mal gehabt. Verschiedene Events schon gesehen, schon ähnliche Sachen gesehen und dann auch natürlich in Deutschland, in Bayern noch mal so ein Frühlingsfest gesehen, so ein Erntedankfest, wie sie es draussen genannt haben. Und das ist ein bisschen das Maibaumfest aufgegangen. Dort hat es noch ein bisschen andere Brüche mit den Junggesellen und den Baumstählen und so Sachen. Da gibt es noch verschiedene. Also wir hätten uns übrigens einbetonieren. Wird dann schwieriger zu stellen. Ja. Aber haben wir mal die Idee gehabt und wir haben jetzt noch 2-3 Sachen für den Winter, die man noch machen könnte, die noch ein bisschen im Petto sind. Und ich habe gefunden, hey, jetzt ist der Moment, jetzt ist Corona vorbei, die Leute haben wieder Freude, zum Frühling rauszugehen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen etwas im Frühling mal machen. Und jetzt hat es sich einfach ein bisschen ergeben, das ist für uns ein bisschen schade natürlich, klar, für die Leute aber lässig. Es hat relativ viel im Frühling gekommen nach Corona. Es gibt sehr viele Events das Jahr. So die Nachholgeschichten eigentlich. Es gibt sehr viele Nachholgeschichten. Ich bin aber auch felsenfest der Überzeugung, dass sich das sehr viel bereinigen wird im Laufe des Jahres. Und ich glaube, um 24 gibt es vermutlich wieder ein normales, so 25, wieder ein normales Maß an Events. Ich denke, jetzt gibt es ein bisschen zu viel aufeinander. Und 1-2 werden. Aber wird sich einpegeln. Ich denke auch, ja, absolut. Zum Thema einpegeln, das ist noch ein gutes Stichwort. Ich kann mich erinnern, du hast einmal einen Post gemacht. Es hat einmal eine Zeit gegeben bei dir, wo du überall dabei warst. Du bist bei Lügen Tambo, bist im Verwaltungsrat gewesen. Dann hast du auch für das Center hier am Rossboden bist integriert gewesen. Es gibt natürlich noch Chur. Ja, zwar dort ein bisschen Pause gemacht und so. Was machst du jetzt noch so nebenbei? Oder ist das auch so für dich ein Punkt gewesen, wo du gefunden hast, komm jetzt einfach mal einen Schritt zurück und schauen, was ist überhaupt etwas, wo stehe ich und ja. Ja, es mag gegen aussen vielleicht schon so aussehen. Also es ist eigentlich eher im Gegenteil. Ich habe ziemlich 2-3 Schritte vorher gemacht in den letzten 3 Jahren. Also, es gibt sehr intensiv operativ jetzt dran. Immer noch. Und es war aber schon so ein Moment, wo du völlig recht hast, mit dem MinoCube, die Idee haben wir eigentlich das 2., das 3. entwickelt gehabt. Über alle Jahre ist das über Splügen, die ursprüngliche Idee ist in Splügen entstanden, dass wir so ein Innovationslabor, Innovationscenter machen. Und dann erfahren dass noch andere, auch eine ähnliche Ideen, haben uns zusammengeschlossen und das ist das Projekt InnoCube. Wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, jetzt bin ich dort im VR, jetzt bin ich dort im VR, wo ich einfach gesagt habe, hey, jetzt meine Skip, eigentlich mein Zugpferd, das kommt ein bisschen zu kurz. Und das war für mich schon auch ein Grund, um zu sagen, jetzt, ich muss wieder mal auch wieder überlegen, was mache ich wirklich. Also, das war vielleicht schon ein Momentum, wo ich sage, jetzt habe ich relativ viel, mein Rahmenprogramm ringsum braucht so viel Zeit, dass ich mich nicht mehr um meinen Kern kümmern kann. Und
Das war schon ein bisschen ein Problem gewesen. Und dort bin ich dann auch wirklich einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, ich hocke wieder in die Driver's Seat von Skip rein. Und, ist es jetzt heute auch nicht mehr so, dass du schnell zusagst, wenn wieder einmal jemand mit so einer Idee kommt? Also man muss schon sagen, oder? Ja. Wenn du das Splügen, das hat einen abrupten Ende gehabt. Ich habe ein Jahr vorher gesagt, ich war 3,5 Jahre. Frauenarbeit gemacht dort oben im Skigebiet. Wir dürfen aber auch sagen, wir haben 90% nicht geschuldet. Also wir haben Millionen und Millionen innerhalb von wenigen Monaten weggekriegt. Also wir haben die Bergbahn entschuldet letztendlich. Also wir haben ein Plus gehabt. Und wir haben das angekriegt in kurzer Zeit. Und das war unser Ziel auch gewesen. Dann ist es weitergegangen, die nächste Phase, wo wir gesagt haben, ja, jetzt machen wir den Next Level. Und dort habe ich dann relativ schnell gemerkt, auch intern im Verwaltungsrat, da gibt es auch eingesessene Leute. Ja, es war vor 40 Jahren schon so, es war vor 30 Jahren schon so, warum soll es in 10 Jahren anders sein? Und ich hatte schon sehr den Drang gehabt, um alles auf den Kopf zu stellen und das Skigebiet. Ich habe sogar gefragt, muss es ein Skigebiet sein? Also, müssen wir als Bergbahn überhaupt noch einen Lift betreiben oder können wir uns umformieren? Wir haben zum Beispiel die grösste Wakeboard-Area der Schweiz. Also wir haben da eine recht coole Idee, glaube ich. Ich habe aber auch gemerkt, ja, ich bin jetzt da vermutlich ein Schritt zu weit schon. Bist du dort vielleicht auch so ein bisschen, hast du dort nicht auch gemerkt, dass vielleicht so ein bisschen gar nicht so dein Metier ist? Nein, ich glaube, nein. Oder ist das... Ich glaube nicht. Also, Innovation nicht so gefragt ist dort? Oder ja, eigentlich der Markt verlangt Innovation total. Aber ich glaube, nicht alle haben gemerkt, warum es nötig wäre, um die Innovation zu haben. Und das ist mir dann einfach schon leid geworden, wenn du dich rechtfertigen musst, warum jetzt... Also man hat mir zum Beispiel gesagt, hey Fifi, seit du im Verwaltungsrat bist, muss ich meinen Lift 10 Minuten am Samstag anstehen. Ich finde das verdammt schlecht. Dann habe ich gesagt, hey, mein Ziel ist, dass du eine Stunde anstehen musst. Und dann haben wir etwas richtig gemacht, haben wir auch genug Geld, dass wir einen neuen Lift bauen können. Und dann stehst du wieder nicht an. Und dann hast du noch einen geheizten Sitz und willst. Also das haben viele, auch die Einheimischen, nicht begriffen, warum es nicht mehr tut. Die sind nicht gewöhnt, dass es einfach all die Jahre tut. Und es hat für 30 geraten, warum soll es jetzt nicht mehr tun? Nein, der Markt ist anders und man muss sich anders positionieren. Und ich hatte eigentlich den Mega-Plausch gehabt. Also wir haben ja auch Geschäftsleitung, die wir verloren haben, wo wir eingestiegen sind. Also ich war operativ da, ich war eine Woche in einem Bratwürstmann in der Küche, wo niemand gesehen hat. Ich war in der Kasse, Tickets rauslassen. Ja. Also nicht gerade abgebügelt haben im Lift, aber es ist sehr, sehr viel gemacht. Es hat mir auch sehr Spass gemacht. Aber es hat mir nicht mehr Spass gemacht, wo ich auf das Mal gemerkt habe, jetzt sind wir erfolgreich. Also unsere Zahlen sind so gut wie nie. Wir haben Cheer Days verdoppelt. Also wir haben das doppelte Publikum innerhalb von 2,5 Jahren angekriegt. Rund 80% der Siener-Gäste können gewinnen. Und dann ist aber schon das Gegenteil wieder gekommen, ja, warum muss man jetzt so Italienisch reden bei uns? Ja, wenn wir jetzt neue Kunden, oder wenn wir sie nicht, und wenn man sich dann rechtfertigen muss, ich sage auch für den Erfolg, wird es dann ganz komisch. Das war für mich auch der Grund, wo ich gesagt habe, für mich stimmt es, ist okay, wir haben auch keinen Krach. Ja. Aber wenn ich sage, schon 14 Monate vorher, habe ich gesagt, ihr habt jetzt 14 Monate Zeit, ich werde in 2 Monaten meinen Rücktritt geben. Auf ein Jahr dann, und ihr habt jetzt 14 Monate Zeit, um einfach zu überlegen, wer wollt ihr da haben. Weil ich merke, ich ziehe zu viel oder eher bremse mich zu viel. Und dann, wenn es einfach eine Abstimmung gibt, 4:1, ja, dann muss man selber genug gescheit sein, um zu sagen, ja, dann bin ich da vermutlich nicht ganz der Richtige für die Zukunft. Und jetzt sehen wir auch aber so richtig laufen tut sie jetzt nicht, leider. Ja, ich bin nicht schadenfroh, aber es kommt jetzt schon ein bisschen Kritik rein. Und wir haben auch immer gesagt, der Schnee ist ein grosses Problem. In Splügen sowieso, der Wetterschneisen, wir haben immer ein bisschen anderes Wetter. Das Jahr ist überall und jetzt haben, aber jetzt haben wir eben keine Alternative angeboten. Das ist das, was wir immer gesagt haben. Unser Ziel ist, dass wir Splügen, wir sind in 7 Sekunden von der Autobahnausfahrt auf dem Parkplatz. In 7 Sekunden. Und warum nutzen wir das nicht? Also warum sind wir nicht der Point auf der Nord-Süd-Achse im Sommer, im Herbst, im Frühling, im Winter? Also warum bauen wir nicht etwas Neues an? Weil da, gemäss Astra, ich meinte, 4% nimmt die San Bernardino-Route pro Jahr zu an Volumen. Und wir reklamieren alle über den Verkehr, aber eigentlich in Splügen musst du jubeln, weil du sagst, wir haben viel grösseres Potenzial an Kunden, wo wir eigentlich einfach nur auf der Autobahn wegnehmen oder in die Autobahn reinwerfen. Ja. Und das war eigentlich meine Strategie, 365er-Betrieb zu machen und nicht mit Ski. Und das ist natürlich nicht so das, was alle wollen. Aber das ist allgemein ein Riesenthema, eben so mit diesem Sommerbetrieb. Also, ja. je länger das geht, und je weniger Schnee das kommt, desto schwieriger wird es. Ja. Nur ich glaube, das ist jetzt ein paar Jahre her.
wir haben das dort ja erkannt, wir haben etwas machen. Ja. Und jetzt gibt es einen Winter, wo es geschneit und man merkt, ups, wir haben das Dilemma und es tut nicht mehr. Das ist ziemlich und das ist auch ein bisschen, muss ich auch sagen, naiv. Ja, wir haben das vor 10 Jahren gewusst, dass wenn es geschneit gibt, dass wir das Problem haben. Und jetzt kriegen halt viele auch ihre Quittung, oder? Ja. Eben, du bist bei relativ vielen Sachen immer dabei gewesen und ich habe das Gefühl, eine Zeit lang hast du so einen riesen Lauf gehabt. Gibt es auch etwas, wo du jetzt in deiner beruflichen Karriere gemacht hast, wo du sagen würdest, ja, da habe ich mal so richtig daneben gelegen. Oder irgendwie so, das war jetzt so mein Big Fail gewesen. Oder also es gibt viele Sachen, die in die Hose sind. Ich glaube, es sind nie so mainstreamige Sachen gewesen, wo mir den Boden weggezogen hätte. Aber also zu Deep-Zeiten ist sicher, wir haben eine Software entwickelt für so eine Kinderschutz-Software im Internet. Und das ist für heute, kennt man Safe Search auf Google und so Sachen, wo man da ein Häkchen setzt, das ist ein Safe, plus minus. Und das hat es damals nicht gegeben. Wir hatten eine Idee, wie könnte man das machen. Und wir haben das sehr lange entwickelt. Und das ist wir haben eine Software gemacht mit einem Abo-Geschäft. Und wir haben 3 Abos verkauft. Und es waren 18 Monate entwickelt. Es war ein riesen Flop. Also, das ist also so Sachen gibt es schon auch. Ja, total, so sicher. Aber gibt es auch. Aber ich glaube, es ist nicht so das öffentlich. muss man auch ein bisschen haben, oder? Ja. Ist irgendwie, Oder auch mal rechtliche Sachen, die man auch früher mal hatten, wo man auf einmal eine Klage am Hals hat, wo man sagt, man hätte die Kundendaten geklaut, obwohl man eine Vereinbarung hat, dass man miteinander die Kunden bearbeiten. Und das nimmt einem schon, da bin ich einfach ein Jahr lang einfach mit Anwälten dran gewesen und habe nicht arbeiten. Das waren schon so die harten Zeiten gewesen, die keinen Spass gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt so im neuesten Ding gibt es einfach schon Sachen, wo auch bei uns auch Personalsachen, wir würden gerne in gewissen Bereichen wachsen, können aber nicht, weil uns vielleicht auch das Know-how in Graubünden fehlt oder die wir hier anzüchten in der Schule, die haben im 2. Semester schon einen Vertrag von Google im Schränkchen drin und dann ist es schwierig, dass du es gibt und sagst, hey, aber wir haben zwar keine Rutschbahn und auch keinen Billardtisch im Büro, aber wir sind gleich lustige. Ist ein schwierig als Argument. Und da merkt man schon, dass die Jungen halt recht halt weggehen. Ja. Irgendwann vielleicht wieder kommen, aber wir hätten sie gerne momentan da. Und das ist sicher das Problem, das wir momentan haben. Also ist dort der Fachkräftemangel noch fast prekärer als in anderen Branchen? Ich meinte, ja, wir bilden sehr wenig aus. Und die, die ausgebildet sind, sind auch nicht gerade alle in der Praxis das Gleiche. Ich sage da nicht gegen Bachelor, Master, das ist alles gut. Aber zum Beispiel ein guter Softwareentwickler, ja, der lernt das nicht nur in der Theorie, der kann das nachher auch. Und da gibt es in Graubünden einfach nur noch ganz, ganz wenige Leute. Und man will den auch nicht unbedingt abwerben von den Mitbewerbern, weil man da auch ein gutes Einvernehmen miteinander hat. Aber das ist das, was jetzt ein bisschen passieren wird in Zukunft, weil man einander, ja, jeder will weiterkommen und wenn ich die Leute will haben, dann muss ich irgendeinen so Schritt machen. Und wir haben das bis jetzt all die Jahre nie gemacht. Auch die Mitbewerber glaube ich nicht, aber ich habe das Gefühl, die Situation kommt bald einmal, dass man... Geht es gibt bald auf Zürich? Nein, definitiv nicht. Nein, ich glaube, also das GIP wäre in Zürich 10-mal besser bedient als in Chur. Das glaube ich, der Markt. Wir haben sehr viele schweizerische Kunden, nicht mehr Graubünden Kunden, auch natürlich Graubünden Kunden, aber wir sind hier daheim und uns passt das da und wir dürfen gerne Deutsch reden, nicht Englisch im Büro und darum sind wir lieber in Chur als in Zürich oder sonst so. Aber tust du so nicht irgendwie so ein bisschen dein Geschäft beschneiden auch, wenn du sagst, also weißt, du könntest ja wie, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen einfach gestrickt, aber wie so Filialen noch in Zürich haben und also das Hauptgeschäft zu Chur und eine noch irgendwie so eine Aussenstelle in Zürich. Dort kommt sicher noch viel mehr Geld rein, oder ist es... Ja, das ist völlig richtig. Also nur schon der Stundenansatz in Zürich, der ist irgendwie 30% höher als der für uns hier in Chur. Darum sind wir vielleicht aber auch spannend für Zürcher, wenn sie sagen, hey, ich nehme eine Agentur aus Chur, die sind gleich gut, aber ich zahle weniger. Das kann auch ein Argument sein. Wir haben uns die Gedanken auch schon gemacht, aber eigentlich ist es eher mal ein Gedanke, wir würden glaube ich, eher tendenziell in Tessin oder so etwas machen. Und nicht unbedingt in Zürich, wo alle gehen, sondern ich glaube, wir würden genau in eine Peripherie gehen, wo es glaube, relativ wenig Agenturen gibt, wo aber ein grosser Bedarf an Agenturen eigentlich besteht. Also wir arbeiten jetzt, seit vielen Jahren dürfen wir für Ascona Locarno arbeiten. Ja, Tourismus, genau. Viel, ja. Sind jetzt auch für andere
Betriebe im Tessin dran arbeiten, die jetzt dann auch publik werden. Und dort war es auch eine Überlegung, wenn wir nicht eigentlich eher dort unten etwas machen. Aber im Nachhinein habe ich das Satellit... Wärmer ist es schon, oder? Ja, es ist näher bei Palmen, näher am See, es ist ein bisschen... näher beim Bötler, das wäre alles es total ist lässig. etwas anderes, ob du Italienisch redest im Büro oder Englisch, oder? Genau. Der Apro ist auch noch ein bisschen früher. Ja. Nein, das ist schon so. Aber ich mag mich erinnern an die Zeit mit unseren Satelliten Talwil oder Zug. Und irgendwie bin ich auch gerne einer, der alles mitkriegt, gerne involviert ist. Und ich genieße jetzt total in unserer kleinen Mannschaft. Wir sind das 10. bis es gibt. Wir sind eine kleine Bude und wir haben den Überblick und wir haben null Hierarchie und wir haben keine komplizierten Strukturen. Und das genieße ich eigentlich sehr und darum ist es für mich momentan überhaupt kein Thema, eine Satellitenagentur in Zürich oder auch im Tessin zu machen. Das ist dir auch viel angenehmer, wenn du so wirklich noch jeden kennst, von deinem Team auch, oder? Ja, sicher. Als wenn du jetzt irgendwie über 150 Leute irgendwie und so. Ja, wir haben, als ich Tipp verkauft haben, waren wir 67 Leute gewesen. Und das ist schon, also ich habe permanent, du bist einfach jeden Tag ein Bewerbungsgespräch. Du hast alle 2 Wochen bist EO-Formular ausfüllen, es ist permanent, sind 2 schwanger. Du bist permanent mit Leuten einstellen. Es ist einfach, bis 70 Leute hast du das einfach. Und das genieße ich jetzt sehr, dass man sich wieder ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren kann und nicht so Verwaltungsaufwand hat nebendran, sondern einfach arbeiten kann. Das ist schon lässig. Ja. Das haben wir jetzt schon mit 10 Leuten viel Verwaltungsaufwand. Ja. Du bist relativ jung, hast du sehr viel Geld gekriegt. Kann man sagen. Also ja, mit dem Verkauf von Dieb. Wie ist es dir gelungen, dass du jetzt gleich noch viel Geld hast? Oder hast du dort auch irgendwie gefunden, dass du das alles auf die Seite legst? Oder wie hast du das gemacht, dass du jetzt auch noch irgendwie gut da stehst, trotz dem vielen Geld, das du gekriegt hast? Also man hört ja viel, dass irgendwelche Leute sich verspekulieren mit Bitcoins oder irgendwie sowas. Hast du dort irgendeinen so einen Plan gemacht? Oder wie ist das gegangen, dass du gleich jetzt noch also ich bin da bist? Ja, also es ist sicher so, ja, also ich bin vom Naturell einer, der Macher ist. Ich muss arbeiten. Ich kann nicht irgendwie einfach sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Also, das ist vielleicht mal die Basis vor allem. Als ich verkaufe, gehe ich jetzt schon so Zeit und ich sage, jetzt mache ich ein paar Monate nichts. Und nach 2 Monaten bin ich vergitzelt. Ich sage, ich muss etwas machen. Ich kann das nicht. Das ist vielleicht mal so mein Naturell, wie ich vielleicht bin. Und das andere, also ich bin schon ein Typ, der gerne auch investiert und ausgibt. Also ich bin nicht der, der sagt, wir arbeiten hart, dann darf man auch work hard, play hard. Ich sage, das stehe ich auch. Das finde ich, darf man auch. Und ich bin jetzt nie Bitcoin gehabt. Vielleicht hätte ich sollen, wäre eigentlich noch einfach gewesen, gute Zeit lang. Ja. Nachhinein bin ich froh, habe ich es nie gemacht. Aber es gibt immer wieder einmal. Es ist so, wie sonst in den Börsen auch. Es gibt gute Momente, schlechte Momente. Letzten Monat war es noch gut, aber jetzt ist zum Glück. Ich kann es nicht verkaufen. Ja. Und also hast du dann gefunden, wo du jung bist, ja, dass du in Immobilien investierst? Nein, oder ich habe das alles nicht eigene... gemacht. Nein. Also ich bin jetzt aktuell an einem Immobilienprojekt dran, aber für mich selber, wo ich investiere, aber nicht aus Renditegründen, sondern einfach, weil ich sage, ich gönne mir das. Und ich bin eigentlich nie einer gewesen, der einfach nur das Geld jetzt in den Fokus gestellt hat, sondern auch ich habe Spass zum Arbeiten, ich habe Spass mit den Leuten zusammen sein. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, eine Weile können so mit dem leben. Aber ich bin jetzt auch am Arbeiten und verdiene mit dem Geld. Und das ist ich habe einen Job bei jedem anderen auch. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Basis vor allem. Und ich glaube, das braucht auch jeder Mensch eine Aufgabe. Und, ist es vielleicht ein bisschen das Geheimrezept, dass du auch nicht gefunden hast, ja, jetzt habe ich ja so viel Geld, jetzt schiebe ich eine ruhige Kugel und chill es einfach ein bisschen. Aber ich weiß nicht, dass die Leute das Gefühl haben, wie viel sie da gekriegt haben. Es ist nicht so, dass man da ewig nie mehr etwas machen muss. Kann man vielleicht schon, wenn man so will leben, aber das war nie mein Approach gewesen, und nicht verkauft, zu sagen, jetzt will ich nichts mehr machen, sondern es hat für unternehmerisch Sinn gemacht. Ja. Ich glaube eben, weißt, wenn du immer dran bist, dann ist das Geld auch nicht so wichtig, oder? Weil dann hast du eine gewisse Selbstverwirklichung im Job, oder?
Das ist, glaube ich, schon das brauche ich auch. Das ist so das, was man braucht, oder? Genau. Oder und dann kommt das Geld wie von allein auch ein bisschen. Ne? Oder es ist so wie bei der Alphütte, jetzt nochmal zurückkommen. Das ist gelaufen und es hat endlich angefangen zu rendieren. Wir haben noch draufgelegt die ersten Jahre. Und eigentlich haben wir gesagt, ja, jetzt könnten wir Geld verdienen. Wie blöd sind wir, jetzt hören wir auf mit dem. Das Public Viewing, jetzt haben wir alles mal gekauft, das Zeugs. Das meiste haben wir gekauft. Jetzt könnten wir es amortisieren. Also jetzt würde es betriebswirtschaftlich endlich Sinn machen, um nochmal eine Ausgabe zu machen. Und eigentlich ist es ein bisschen stupid, betriebswirtschaftlich. Ich habe immer den gehört, jetzt am besten läuft. Das war bei Alphütte, das war ein Public Viewing, das war bei Dieb. Die hat nachher 2 Jahre später nochmal ein Rekordergebnis geschossen. Aber ich habe immer gemerkt, jetzt ist es für mich gut. Und der Zenit ist für mich nicht dann, wenn das Geld top ist, sondern einfach, wenn ich merke, jetzt ist die Herausforderung für mich nicht mehr die gleiche. Und ich habe eigentlich nie, glaube, das Geld in den Vordergrund gestellt und darum, glaube ich, funktioniert es am Schluss dann auch. Du brauchst einfach den Thrill und dass du wieder gefordert bist, oder? Das brauche ich sicher. Jedes Mal. Ja. Darum auch jetzt mit dem Maibaum, da gehen wir schon auch, also es kostet per Franken. Ja. Und wir können voll Risiko ein. Wenn sie dann dort sagen, alle, ja, der frei da, oder? Aber wenn sie dort, dann vielleicht auch mal ein paar Freude, ich weiss es nicht. Ja? Es wirkt eben immer so ein bisschen schwierig, oder? Weißt du, so, ja, weißt, wenn man die eine Zeit lang haben wir die ja wirklich extremst viel in der Zeitung gesehen. Und dann haben alle gefunden, ja, der Tourismus sollte auch noch so ein Fifi haben und der sollte auch noch so ein Fifi haben und dort und dort. Und ja, weil alles, was der anlangt, wird zu Gold, aber das ist ja auch kein Wunder, weil er ja viel Geld hat und so, aber das ist nur die Hälfte von Wahrheit, oder? Also irgendwie... Ja, also... Man muss schön, auch immer so dran sein, wenn es zu Gold machen, aber was die Leute schon nicht sehen, ist, in all diesen Buden und Vereinen, wo wir etwas machen, wir sind schon Buckeln. Also wir arbeiten. Und das wir arbeiten nicht 8,5 Stunden. Nicht nur Es gibt heute noch sicher 11 bis 12 Stunden jeden Tag dran. Und ich bin am Wochenende immer dran. Und das ist so das, was die Leute nicht so ganz sehen. Sie sehen, wenn du mal um 3 Mal aufhörst am Freitag und so ein Apero nimmst, das sehen die alle. Genau. Sie sagen, der Freitag hockt da, trinkt ein Mojito an der Bar und hinten dran klimpert das Geld. Oder? Und das ist einfach nicht ganz die Wahrheit, weil man schafft dann vielleicht zur Zeit, wo andere noch schön am Schläfeln sind. Und, also aber da wird man auch abgekehrt mit der Zeit und schmunzelt drüber. Also das ist für uns nicht so. Also das tupft dich nicht so, wenn jetzt irgendwie jemand so... Also ich muss sagen, schon, klar tupft es jeden immer, wenn es etwas ist, aber am Anfang war es schlimmer gewesen, und jetzt hörst du auch Sachen über dich selber, wo du sagst, so ist das. Oder wie viel habe ich im Verkauf gekriegt, oder stimmt das Pfiff, dass du das Flugzeug jetzt kaufst? Also wirklich Sachen, die gekommen sind, wenn man sagt, also jetzt sind wir einfach wirklich irgendwo. Und das ist schon, das finde ich schon ein bisschen aber mühsam. Du könntest auch ein bisschen mit dem spielen, oder? Ich meine, du bist ja ab und zu mit so Formel-1-Auto am Fahren und so. Was hast du jetzt gerade mit dem Stefan vorher geredet? Schneedörf und so. Also, ja, es ist schon ein bisschen so, auch wo man könnte so ein bisschen die Gerüchteküche aber es futtern. Aber es bringt dir nichts. Also, das ist nicht auch so Sachen, ich gehe vielleicht alle 2 Jahre einen Tag auf die Formel-1-Strecke mit einem Formel-1-Auto. Einfach, dass man mal die Frequenz sieht, mit einem Kollegen zusammen, und das macht uns unglaublich Spass, ist unglaublich teuer. Ja. Aber gönnen wir uns einfach, weil wir auch hart arbeiten, und jetzt sind wir mit 5 Kollegen in Finnland und Schneebefahren fahren auf Schweden durch und wieder zurück. Und das sind sicher so Auszeiten, die ich mir nehme, wo ich einfach sage, das macht einfach Spass und das darf auch sein. Darf man auch, oder? Aber, wenn ein anderer 3 Mal im Jahr in die Ferien fliegt für eine Woche, das sagt auch niemand etwas. Genau. Aber es gibt schon so Sachen, die dann dort halt aufgejubelt werden und die Leute auch neidisch sind und sagen, der ist dort ein bisschen in Finnland, der ist ein bisschen Formel 1 fahren, und es bleibt dann im Kopf. Aber es gibt noch 360 andere Tage, wo ich dann im Büro bin. Oder nicht nur im Büro natürlich, aber wo ich am Arbeiten bin. Und das interessieren die Leute natürlich im Moment nicht. Das ist so. Aber da gewöhnt man sich dran. Also. Ja. Was ich noch fragen wollte, jetzt, das Maibaumfest, ist das ja dort bei der Stadthalle, oder? Genau, es ist vis-à-vis beim Brüschbahn-Areal. Ja. Das ist das Gelände, das gehört zur Pensionskasse Graubünden. Da ist jetzt aktuell ein Fußballfeld drauf, so ein Jugendprojekt mit der Stadt Chur. Und der Bau ist noch nicht im Gang, der kommt erst. Und aus dem Grund haben wir gefunden, das ist eigentlich ideal, um dort mal
das ist eine gute Visibilität, das ist ein neues Areal, das noch nie jemand ein Event je gemacht hat. In Zukunft auch nie mehr machen wird können, weil dann Ja, Gebäude sein wird. Es wird ja dann abgerupft, oder nicht? Genau, also es ist schon weg. Also es ist ja, das zeigt die Stadthalle, wo ja die Oberau dann runterkommt, die neue Eventhalle, die kommt. Und beim Bröspan-Areal, wo da ja jetzt so Architektenwettbewerb laufen. Und wir sind dann über die Straße eigentlich drüber mit dem Maibaum-Festival. Und ja, das ist etwas Neues, was wir wieder mal ausprobieren. Ja. Und dann machen wir, also jetzt eben einmal machen wir es dort und nächstes Jahr, wo machen wir es? Werden wir sehen. Ich glaube, es Also, gibt viele Optionen. Ich glaube, wenn es tut, dann spielt der Standort nicht mehr so eine Rolle. Wenn wir wirklich gross werden, müssen wir vermutlich die Oberau. Ich persönlich bin immer sehr gerne stadtnah. Wir waren im Theaterplatz, wo früher nie jemand ein Event gemacht hat. Und mir gefällt das schon in der Stadt, recht inwendig in der Stadt zu sein. Das hat mich aber auch ein bisschen überrascht, dass wir nicht auf dem Theaterplatz gemacht haben. Das ist ja eigentlich so... Ja, das ist so der Kurplatz. Ja, das ist eigentlich unser Platz. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es in Zukunft dort oder ganz woanders. Wir werden es sehen. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die diesjährige Ausgabe. Dann der Weltstörfli, Kasernenstrasse, Bienenstrasse. Super. Ja. Super. Danke, dass du da bist. Danke sehr interessant. Danke auch für deine Offenheit. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, gutes Gelingen dem Maibaumfest. Und dass er ausverkauft haben und dass es ein paar Jahre gibt. Hoffen wir. Alles klar. Danke vielmals. Danke vielmals. Ja, das war es schon vom Sonntagsgespräch auf Finanz 24. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis nächste Woche.